Shalom Aleichem. Heint will mir der Monen 4 wichtige Namen von der Woche, was oben übergelost a tiefen Spur in der jüdischen Kultur. Lamed Shapira, Prosaiker, Alexei Granovsky, Regisseur, Ichil Schreibman, Proseschreiber und der Amerikaner Prosaiker und Dramaturg Leon Kobrin. In dem Tag, dem 10. März, in dem ukrainischen Städtel Rzyszów ist geboren geworden der jüdische amerikanische Schreiber Lamed Shapira. Hat bekommen eine traditionelle jüdische Erziehung, ein Stückchen Zeit gewohnt in Warschau, wo hat sich bekannt mit Jud Lamed Peretz, welcher hat sich sehr warm aufgeriefen auf seine erste literarische Proben. Seine erste Erzählung Ezekiel Mamzer hat Shapira aufgedruckt in 1903 in einem Sikhisblatt. Zulieb die Pogromen von dem 5. Jahr hat emigriert in Amerika, wo hat geschrieben von Vorwärts und der Zukunft. Sein Leben in Amerika hat sich gedreht um 2 große Städte, New York und Los Angeles. Sof kol sof sind 1939 hat Shapira sich endgültig besetzt in Los Angeles, wo ist gestorben in 1948. In Buchform sind heraus Der Kisch, Auf dem Jam, die jüdische Meluche und andere Sachen. Dem 11. März 1937 ist in Paris weg vom Leben der bekannte Regisseur Alexei Granovsky von Reim Avrum Azarch. Mit seinem Namen ist verbunden das Gründen von dem jüdischen meluchischen Theater Gosset und das Aufbringen auf der Bühne 2 große jüdische Akteuren, Shlomo Michals und Benjamin Suskin. Geboren geworden ist Granovsky in Moskau im Jahr 1890. Seine professionelle Bildung hat bekommen bei 2 ungesehenen Theatertieren, Alexander Sanin und Max Reinhardt, was hat gehabt auf ihm eine große Spur. Sein theatraler Debüt ist vorgekommen in 1914 in Riga, aber bekannt ist geworden Davke auf der jüdischen Bühne, wenn hat in 1919 gegründet die Theaterstudie in Peterburg, wo sie später in 1921 sich geöffnet schon in Moskau mit der Vorstellung a Shalom Aleichem Abend. Mit Granovsky wie am Moller hat mitgearbeitet Marc Chagall. Sind 1925 hat der Theater sich umgeben riefen meluchischer jüdischer Theater. Bis in Sof 28 ist Alexei Granovsky gewesen der künstlerische Umführer von dem Theater und hat aufgeführt dort alle seine besten Spektakel. Noch die Gastrollen in Ausland, wo in der Theater ist herausgefahren, hat Granovsky so schon zurück nicht umgekehrt. In dem Tag, dem 12. März
1913, mit 100 Jahren zurück, ist in dem Bessaraber-Städtel Wadul Raschkow geboren geworden, der Schreiber Jehiel Schreibman. Sich gelernt in a Cheder, in a rumänischer Volksschule, bei privaten Lehrern und später in Tschernowitzer hebräischen Lehrerseminar. In die 30er Jahren gewohnt in Bukarest, kiemat ganze 10 Jahre gewesen Souffleur in jüdische Theaters. Debütiert hat Schreibman wie ein Schreiber in dem New Yorker Journal Signal mit der Erzählung Erster Tritt. Später hat sich gedreht in Bukarester Warschauer und New Yorker Journal. In 1940, wenn Bessarabe ist geworden ein Teil von Ratenverband, hat Schreibman sich hingekehrt von Bukarest in Kishinev, wo ist in Giechen ungenommen geworden wie ein Mitglied von dem sowjetischen Schreiberverband. Bis der Zweiten Weltmilchume hat sich evakuiert in Usbekistan und dort gearbeitet in Kolvirt. In 1946 hat der Moskwer Verlag der Remes herausgegeben sein Büchel Prose 3 Summers. Sich hingekehrt in Kishinev hat der Schreiber mamschig gewesen seine intensive schafferische Tätigkeit. Ein dramatischer Überreis in seiner Schaffung ist vorgekommen in den Jahren 1948 bis 1960, wenn die ganze jüdische Kultur in Ratenverband hat gelitten von die stalinischen Redifes. Wie nur so aber ungeheben zu erscheinen in Moskau der Journal Sowjetisch Heimland, ist in dem ersten Nummer veröffentlicht geworden Schreibmans Zickel Prose-Miniaturen. Ein anerkannter Meister von der kurzen Novelle und literarischer Miniatur, wie euch im Gebiet von größeren Erzählungen und Romanen, teilt Schreibman sich aus mit seinen eigenartigen Bessaraberloschen, mit Lakonischkeit, künstlerischer Bilderischkeit von der Sprache. Ist einer von den besten Stilisten in der sowjetischen jüdischen Literatur von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gestorben ist Jehiel Schreibman in Kishinev in 2005. Leon Kobrin, Dramaturg und Novellist, ist geboren geworden am 15. März 1872 in Vitebsk, Weißrussland. Jung gerät ungeheben lernen der russische Literatur. Bei seinen 20 Jahren emigriert in Amerika. Nach dem Abdrucken etlicher Erzählungen ist geworden als ständiger Mitarbeiter von Arbeiterzeitung und Abendblätter. Veröffentlicht literarisch-kritische Artikel, geschrieben Erzählungen, Novellen, Romanen und Dramen wegen dem jüdischen Leben in Europa. Aber Srof wegen dem Amerikanerleben. Also weit, als hat gekrogen Hashem von den amerikanischen Schreibers in der jüdischen Literatur. Kobrin ist auch gewesen zwischen die Boyers von der jüdischen Amerikanerbiene, wo es oben auf einer realistischen Läufen geschildert die Wirklichkeit. Kobrin ist gewesen sehr produktiv und ich will der Monen bloß etliche von seinen wichtigsten Werken. Yankel Boyle, Ghetto-Drame, The East Side Ghetto, Sonim, Immigranten. Gestorben ist Leon Kobrin in 1946 in New York.